bin der Dani Brunner, bin 54 und bin von Beruf Radaringenieur. Ich leite das Team von Radaringenieuren. Es kommt natürlich sehr darauf an, auf welcher Lebensphase du bist, auch wenn du Christ wirst. Wenn du Christ wirst, du definitiv ja, sofort. Aber für mich, wie geht Christ, ist das erste Mal deine eigene Identität finden. Ich glaube, ich selber habe gebraucht bis 35, bis ich die gefunden habe. Identität heisst für mich, wer bin ich, was sind meine Begabungen, was sind meine Talente, wie sieht Gott mich. Dann auch wirklich mit dem zufrieden sein, wo du bist. Und so, wie es noch schnell mal heisst, ich bin okay. Das ist wichtig. Ich habe relativ lange mit mir gekämpft, bis ich sagen konnte, ich bin okay, so wie ich bin. Und Gott will mich dort, wo ich bin. Gott will mich nicht unbedingt jetzt in der Mission oder weiss nicht wo, sondern das, was du machst und das, was du bist, das ist gut. Das ist Punkt 1, Identität. Nachher Punkt 2 ist Dankbarkeit. Ich denke, Dankbarkeit baut eine Verbindung auf zum Schöpfer. Und ich denke, Dankbarkeit ist ganz ein wichtiges Lebenselixier und ist in meinem Gebet sicher ein Schwerpunkt. Punkt 3 ist nachher Nachfolge. Nachfolge heisst für mich vor allem Gott suchen, Gott kennenlernen. Für mich selber ist das vor allem Bibel lesen. Ich verstehe vieles nicht, aber auch das, was ich nicht verstehe, hilft mir, zum Gott kennenlernen. Und das andere ist auch austauschen mit Freunden, austauschen mit anderen Christen, reflektieren. Da ist auch die Kleingruppe sicher für mich ganz etwas Wertvolles. Und das führt dann vielleicht auch noch zum 4. Punkt, den man als Christ vielleicht nicht unbedingt braucht, aber ich finde eben doch, es ist wichtig, das ist Gemeinschaft. Miteinander unterwegs sein, andere Leute stützen, selber gestützt werden. Ich habe das letzten Monat öppe die können brauchen, bin froh um Inputs von außen. Meine grössten Fails sind und immer noch, wenn ich lästere über andere Leute. Ich denke, das habe ich schon öppe die nachher schwer bedauert, wenn ich mir bewusst wurde, wie ich versagt habe. Ich denke, Lästern über andere Leute ist einer meiner grösseren Fails. Gut, ich denke schon, dass man da wirklich wachsen kann. Das denke ich schon. Aber ich glaube, ich bin da wirklich auch besonders schwach. Ja. Aber ich bin auch stärker. Also mal, wenn wir zu meinem grössten Fail schauen, dann ist meine grösste Herausforderung, die Zunge im Griff zu behalten. Das ist wirklich auch ein Thema, wo ich viel dafür bete. Dass ich meine Zunge kontrollieren kann und meine Zunge brauchen zum Segnen, meine Zunge brauchen zum konstruktiv sein, zum Leute motivieren. Man kann den Zunge sehr viel Gutes anrichten, aber leider auch viel Böses. Das ist für mich die grösste Herausforderung. Eine andere Herausforderung ist für mich Vertrauen auf Gott. Und zwar gerade wir, die in einer kapitalistischen und medizinisch gut versorgten Umgebung aufwachsen oder leben. Ich sage jetzt etwas, was ich vielleicht vor 10 Jahren noch nicht gesagt hätte, und das ist Liebe. Liebe, Leben. Für mich ist Liebe ein schwieriger Begriff, es ist kein Rosenrot. Aber Liebe hat extrem viele Facetten, schöne Facetten. Und Liebe ist zum Beispiel Aufmerksamkeit gegenüber anderen Leuten, Zuhören, Empathie. Liebe ist aber auch Mut, oder? Ich meine, Mut, es sind so viele Facetten, die Liebe ausmacht. Nicht nur das mit dem Herz. Und Liebe ist konstruktiv, oder? Und Liebe ist Verzeihen. Ganz etwas Wichtiges ist Treue. Und ich denke, das Leben im Umgang mit meinen Mitmenschen, und ich muss sagen, das kann ich besser, als ich gemeint habe. Also, ich habe durchaus auch die Möglichkeit zum Liebe verschenken. Das gehört zum lebendigen Glauben und bringt mich auch weiter.